ADR stimmt Datei mat. Das so, dass die Liniendirektrice, die hier nimmt gesehen, ich meine, der Angel hat exposiert, die eigentlich Defense für die nächsten Jahre planen sollen, leider mit der Opposition nicht aufgeschwert wären. Wir haben die Liniendirektrice irgendwie viergestellt gekriegt, nachdem sie aber schon auf andere Plätze viergestellt kaufen. Ich meine, es wäre besser gewesen, wenn die Regierung am Sinn von der Kontinuität von der Verteidigungspolitik, aber auch mit der Opposition zusammen die Liniendirektrice festgehalten hätte. Wir sind aber als ADR mit dem Prinzip, dass Weltraum und Cyberverteidigung Prioritäten sind, d'accord. Wir sind auch d'accord mit der Idee, dass Retombées économiques sollen an der Verteidigungspolitik eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, ein Ausbau von der Weltraumkapazität ein gutes a priori. Cyberdefense muss man auch weiter pflegen. Ich meine, eben die Vierredner gesagt, wir hatten da einen angestellten Herr Grasvoret, ein Spezialist, Bell schon an der letzten 220 angestellt, und ich meine, es wäre schon gut, wenn wir mehr Kapazitäten können aufbauen, die durchgehen für auch eine Sicherheitsreferenz für andere Lützeburger Administrationen zu sehen. Das wäre auch noch ein Plus-Value von der Armee am Umfeld von der Lützeburger Administrationen. Wir haben die ISR-Kapazität, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, bauen wir aus. Das machen das am Weltraum. Wir machen mit Flieger durch Luftobservation an verschiedenen Theatern d'Operation. Flieger, die mal Lohne gehen. Und wir machen es mit Drohnen. Was wir nicht mehr haben, ist leider eine erdgebundene ISR-Kapazität, die wir lange am Kosovo hatten. Wenn ihr einen globalen Approach an dem ISR hat, dann seht ihr, das ist eine Priorität für die Lützeburger Armee, dass wir gut können machen, sowohl von der Ausbildung wie von den Materialmöglichkeiten hier. Also, es wird, dass wir den Boden nicht mehr machen. Es wäre wahrscheinlich präferabel gewesen, so Observationen, so den Typ Missionen führen zu feiern, echter wie das, was wir am Blick an Litauen machen. Es ist ein fließender Übergang zwischen militärischer Observation und Spionage. Wir nicht den Willen, Spionage zu machen, aber die Tatsache, dass Militär sich die Exploitation von den Bildern kümmern, als en tant que tel noch nicht eine Garantie, dass nicht auch Spionage gemerkt wird, dass das schlussendlich eine Appreciation von dem, den observiert wird, ob man nicht als Observation interpretiert oder als etwas, was mir weit geht. Wir sind aber immer interessiert, ich will das doch so, und CSV hat dann einen anderen Kontext gesagt, und der Flexibilität von unseren geringen Kollegen. Es tut mir bei leid, dass wir nächste Woche kein Pläne mehr haben, weil von Woche zu Woche übertrumpfen sich als geringe Kollegen an der Begeisterung für die Verteidigungspolitik. Wir hatten für 3 Wochen 400 Millionen für den A400M. Wir hatten letzte Woche 140 Millionen für die Kaserne und diese Woche 170 Millionen für den Militärsatellit. Was wäre nächste Woche? Das wäre vielleicht für Sie ganz gut. Das wäre vielleicht für Sie ganz gut, dass wir nur eine Pause haben. Lo können sie Pause bis an die nächsten Koalitionsverhandlungen, da sind wir ja dann, wie pazifistisch die Partei nach ist. Wenn wir schon in der nächsten Koalition schwätzen, den Satellit den hat eine Lebensdauer von 7 bis 10 Jahren, das heißt, dass die nächste Koalition sich kann schon um den Successor von diesem Satellit bemühen, so ist das eben, weil Satelliten nicht ganz heiß fliegen. Das ist also ein Dossier, den uns noch weiter beschäftigt, wie gesagt, wir werden da der drohen, aber die Idee machen.